Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie bekommen jetzt immer Herrn Herrmann und mich im Doppelpack. Ich hoffe, das irritiert Sie nicht, aber es wird auch mit diesem Tagesordnungspunkt dann gegeben sein. Meine Damen und Herren, ich habe mich noch mal gemeldet als amtierender Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz der Länder, weil das Thema Verkehrsinfrastruktur und die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, glaube ich, ein Thema ist, was immer noch in seiner Brisanz unterschätzt wird. Ich behaupte, dass wir mindestens in den letzten 20 Jahren in unterschiedlicher politischer Verantwortung zu wenig getan haben für die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Wir haben einen Instandhaltungsstau, der ist unübersehbar. Ob Sie in Schleswig-Holstein am Nord-Ostsee-Kanal stehen, an den Schleusen, ob Sie an der Rader Hochbrücke im Zuge der A7 stehen, ob Sie an einer Brücke in Leverkusen stehen, all das wird bundesweit durch die Gazetten gejagt und dürfte inzwischen als Synonym für den Zustand der Infrastruktur in Deutschland gelten. Das gilt übrigens für alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, und das gilt auch bei allen Verkehrsträgern Straße, Schiene, Wasserstraße. Deutschlands Infrastruktur ist reparaturbedürftig, meine Damen und Herren. Deswegen war es wichtig, dass Kommissionen wie die Dere-Kommission, die Bodewig-Kommission die Fakten auf den Tisch gelegt haben. Und ich sage sehr deutlich, wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann werden wir die Folgen in ein paar Jahren noch mehr beklagen als heute. Und da geht es mir insbesondere auch als Wirtschaftsminister um den Wirtschaftsstandort Deutschland, insbesondere im globalen Wettbewerb. Aber darüber hinaus, meine Damen und Herren, wir haben auch ein gesellschaftliches Problem. Ich darf daran erinnern, eine nicht funktionierende Infrastruktur, die löst Schulden in Beton aus. Wir verspielen im Grunde genommen unser Vermögen, und wenn wir als Unternehmen handeln würden, dann hätten wir schon seit Jahren Abschreibungen dafür tätigen müssen, was den Zustand unseres Vermögens, also die Verkehrsinfrastruktur, angeht. Wenn ich mir die Einnahmeseite angucke, insbesondere beim Bund, Energie- und Mineralölsteuer, Kfz-Steuer, anteilige Umsatzsteuer, 53 Milliarden Euro pro Jahr, dann beschleicht mich auch das Gefühl, dass wir eigentlich kein Einnahmeproblem haben, sondern eher ein Verteilungsproblem. Das wird immer wieder heiß diskutiert. Aber, meine Damen und Herren, ich lege darauf Wert, dass die Verkehrsminister der Länder einstimmig einen Werkzeugkasten entwickelt haben auf der Grundlage der Bodewig-Kommission. Jeder kann also hineinschauen und sehen, was man machen kann. Nun will ich nicht so scharf wie der Kollege Herrmann die Bundesregierung kritisieren, weil ich schon anerkenne, dass die neue Bundesregierung seit einem Jahr versucht, das Thema in den Griff zu bekommen. Natürlich sind 5 Milliarden über 4 Jahre zu wenig, das wissen wir alle. Aber das Thema Lkw-Maut wird angegangen, und ich glaube, da ist zumindest der richtige Weg beschrieben worden. Zur Pkw-Maut will ich mich jetzt nicht abarbeiten. Ich will nur festhalten, dass, über das wir hier reden, nämlich die Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur, bei all dem, was man über die Pkw-Maut für Ausländer dann sagt, am Ende wir sehen werden, dass unser Problem der Finanzierung damit jedenfalls nicht gelöst wird. Das dürfte, glaube ich, inzwischen jedem klar sein. Meine Damen und Herren, was bedeutet das? Ich möchte dafür werben, und das hat der Kollege Herrmann gerade schon getan, dass wir beim Thema Nutzerfinanzierung auf die Lkw-Maut setzen. Ab 7,5 Tonnen auf allen Straßen in Deutschland ist das Ziel, dass wir das Ganze ergänzen um Haushalts- und Steuerfinanzierung. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es Fondslösungen gibt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Solidarzuschlag und dessen Fortführung ab 2020. Aber die Bürgerinnen und Bürger werden uns fordern, dass wir die Fragen beantworten, wo das Geld bleibt und wo es transparent in die Infrastruktur geht. Ein weiterer Punkt, meine Damen und Herren, wir brauchen eine eindeutige Vorfahrt für Erhalt und Sanierung unserer Infrastruktur. Und wir müssen Prioritäten setzen bei den Neubauten. Da werden wir gar nicht drum herum kommen, denn Erhalt und Sanierung müssen Vorfahrt haben. Ein Beispiel. Wenn der Bund kurzfristig ein Programm auflegt, 1,6 Milliarden auf den Tisch legt, dann ist das nicht unbedingt volkswirtschaftlich sinnvoll, wenn wir das in Neubauprojekte geben. Viel sinnvoller wäre es, bei allen Konjunkturprogrammen, die vielleicht noch kommen mögen, auf Erhalt und Sanierung der Infrastruktur zu setzen, mit klaren Prioritäten. Das ist volkswirtschaftlich sinnvoll. Letzte Bemerkung. Wir brauchen mehr Kreativität.
Es darf uns mehr einfallen, als über ÖPP-Projekte und PPP-Projekte in der Verkehrsinfrastruktur zu reden. Das sind keine Zaubermodelle. Auch die müssen Renditen abwerfen und erwirtschaften, sonst funktionieren sie nicht. Nein, meine Damen und Herren, ein bisschen Blick über den Tellerrand in Nachbarländer würde uns gut tun, ob nun nach Österreich, was die ASFINAG angeht und ein sinnvolles, inzwischen akzeptiertes Modell von Nutzerfinanzierung und Infrastrukturplanung, ob nach Dänemark, wo die Dänen uns vormachen bei der Fehmarn-Belt-Querung, wie man mit einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft vernünftig Projekte finanziert in heutiger Zeit, oder Fondslösungen wie in der Schweiz, wo wir Überjährigkeit haben, wo wir Planbarkeit haben durch transparente Kriterien, einen klaren volkswirtschaftlichen Nutzen, was wir im Übrigen im Kleinen in Schleswig-Holstein mit einem Sondervermögen für unsere Landesstraßen begonnen haben. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt viel zu tun bei der Verkehrsinfrastruktur. Wir sind gefordert, wir müssen mehr tun. Und insofern unterstützt Schleswig-Holstein den Entschließungsantrag, der zeigt, wie es geht. Vielen Dank.